Wieso lässt ein guter Gott Leid zu? Das ist eine wirklich große Frage. Wir wollen zuerst einfach mal allgemein über dieses Thema nachdenken. Deshalb eine Umfrage. Wer von euch hat schon einmal Leid erlebt? Soll mal das zeigen? Ich glaube, jeder hat aufgestreckt oder hätte zumindest sollen. Ich warte immer noch auf einen Menschen, der noch kein Leid erlebt hat. Vielleicht schaut hier jemand im Livestream zu. Dann schreibt unbedingt, ich habe noch keinen kennengelernt. Das wäre etwas absolut Neues. Und das zeigt aber auch, das Erste, Leid gehört zum Leben dazu. Jeder erfährt Leid. Ohne Leid geht es gar nicht. Wir kommen auf diese Welt. Da ist Geburtsschmerz, da ist Wehen sind da. Ohne Leid gibt es kein Leben. Es ist etwas, was wie einfach dazugehört. Wir können es nicht wegreden. Es ist aber auch ein Thema, das uns in dem Fall alle irgendwo beschäftigt, trifft, bewegt, betrifft und deshalb auch kein einfaches Thema, weil wir haben alle Leitsituationen im Leben, schwieriges, nicht so schwieriges Leid und müssen irgendwie damit umgehen. Etwas Zweites, worüber wir Gedanken machen. Also erstens, jeder kennt Leid, Leben ohne Leid geht nicht. Zweitens, woher kommt das Leid? Was für Sorten von Leid gibt es? Wir sammeln da mal ein bisschen. Also ruft doch einfach mal, was gibt es so für Leid oder woher kommt das Leid? Welches Leid gibt es? Prüfungsleid. Weiter? Verlust. Schmerz. Weiter. Krankheit. Seelisch. Trennung. Was? Schuld. Hunger, finanziell oder schreibe einfach Armut mal hin. Ablehnung. Schon alles. Krieg, Gewalt, Missbrauch. Alleine, Einsamkeit. Wir hören mal auf. Ich weiß, es ist noch lange nicht alles. Also wir sehen, ich habe mal das während dem Schreiben so ein bisschen sortiert. Hier oben habe ich ich habe versucht, Dinge hinzuschreiben, wo der maßgebende Ursprung des Leidens die Menschen selbst sind. Das ist nämlich noch interessant, wenn wir über Leid nachdenken, gibt es ganz, ganz viele Leid, das von Menschen an anderen Menschen verursacht wird. Gewalt, Trennung, Hunger habe ich hingeschrieben. Es gibt verschiedene Arten von Hungersnot, aber eine gerechte Verteilung, das wäre mal noch was. Krieg, Ablehnung, Schuld, Trennung, ja, Menschen. Ich schreibe mal noch Mensch dazwischen. Leid, Menschen, Leidverursacher. Und wenn wir schon darüber nachdenken, um ganz ehrlich zu sein, schreibe ich mal ich hin. Auch ich habe schon Leid an anderen verursacht in meinem Leben. Es gibt aber auch so einen Bereich von Leid, könnte man vielleicht sagen, schicksalshaft irgendwie trifft es einem. Jeder wird einmal sterben, ob man will oder nicht. Auch wenn man nicht umgebracht wird, trotzdem stirbt man irgendwann. Also es gibt auch so einen Bereich, der kommt einfach mal, stell mal schicksalshaft. Naturkatastrophen vielleicht, Krankheit, kann man nichts dafür, plötzlich wird man krank. Es gibt so verschiedene Bereiche, wo das Leid herkommt. Gut, wir gehen einen Schritt weiter, um über Leid nachzudenken. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen,
Die Christen reden von einem guten, liebevollen, allmächtigen Gott, aber diese Gleichung geht nicht auf. Weil wenn Gott liebevoll wäre, dann würde er ja all dieses Leid nicht zulassen, oder? Aber wenn er machtvoll, allmächtig wäre, ja, wieso macht er, dann ist er nicht allmächtig, sonst würde er ja Stopp machen mit dem Ganzen. Oder Gott ist schon liebevoll, aber er ist nicht so allmächtig. Er kann einfach nichts dagegen tun. Ist irgendwie machtlos. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sind dann wie von Gott weggezogen. Die sagen, irgendwie funktioniert das Ganze mit Gott ja nicht. Diese Frage, kommen wir zu keinem Schluss. Und es gibt so Alternativen. Wir wollen zuerst schauen, was gibt es für Alternativen, die uns geboten werden. Und wollen aber auch schauen, was sagt dann Gott zu diesem Vorwurf, oder zu diesem Thema. Was hat er uns mitzugeben? Das Erste ist, es gibt wirklich Menschen, die dann zum Schluss kommen, angesichts auch dieser Frage, es kann keinen Gott geben. Das geht ja irgendwie nicht auf. Kann man natürlich glauben, ist auch eine Art von Glaube. Ist wichtig, dass man da aber auch das zu Ende denkt. Einfach so, um so ein bisschen eine Gedankenanregung zu geben. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Rebecca McLaughlin. Sie ist Doktorandin Literaturwissenschaften und Theologin und sie schreibt, ganz interessant, wenn unser Mitgefühl für andere nur ein Nebenprodukt evolutionärer Verwandtschaftsbeziehungen ist, warum dann mitfühlen mit dem Leid derjenigen, die nicht zu unserem Stamm gehören? Also sie sagt, eine Welt ohne Gott ist ja einfach die normale Evolution. Geboren werden, sterben, eigentlich belangloses Leben und irgendwo vielleicht im Laufe dieser Zeit haben wir Mitgefühl entwickelt für die Leute um uns herum, damit wir als Stamm überleben und genug kräftig sind im Vergleich zu anderen. Aber wieso sollten wir Mitleid haben mit allen anderen? Also ihr spürt so, oder? Dieser Gedanke, eigentlich ist Leid ja völlig egal oder ist sogar normal, gehört dazu. In einer Welt ohne Gott ist das wie ganz natürlich, könnte man sagen. Es gibt auch eine natürliche Auslese. Fressen und gefressen werden, oder? Der Stärkere überlebt, der Schwächere stirbt einfach aus. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, muss man sagen, ja, wenn ein kleines Mädchen brutal vergewaltigt wird und ermordet, ja, Auslese, Stärkere gewinnt, Schwächerer Pech gehabt, oder? Das ist am Ende dann die Konsequenz. Wenn man das wirklich zu Ende denkt, dann ist Leid völlig egal. Und dann kommt tatsächlich auch Menschen, die sagen, irgendwie ohne Gott ist diese Frage noch viel schwieriger. Ist noch viel brutaler und grausamer. Ganz interessant, hier haben wir irgendwie dieses Gerechtigkeitsempfinden, dass wir sagen, nein, das kann nicht sein, das ist nicht gut. Haben wir so diese Sehnsucht, dass irgendwie Leid vorbeigeht, dass irgendwie Friede kommt. Ein Paläobiologe, Simon Conway, der hat es dann umgekehrt formuliert. Er schreibt, nehmen wir mal an, dass die moralische Struktur, die ethische Stimme, die unendliche Sehnsucht nach einer guten Welt nicht die Fantasien eines entarteten Affen sind, also da meint er uns Menschen, oder? Dass das nicht so Fantasien eben sind, sondern vielmehr Wegweiser zu tiefen Realitäten sind, die mit unserem Schicksal verwoben sein könnten. Also er sagt, das kann Menschen auch zu Gott zurücktreiben, wenn man merkt, es gibt so viel Leid in dieser Welt, es gibt die Ungerechtigkeit, aber irgendwo haben wir diese Sehnsucht nach irgendwie einer Welt voller Friede, ohne Leid, einer guten Welt. Das Gerechtigkeitsempfinden, dass es nicht recht ist, wenn brutale Dinge passieren. Irgendwoher muss das ja kommen, diese Sehnsucht. Nun gibt es die Möglichkeit, dass ein anderer Trend, dass wir sagen, gut, irgendwo muss es einen Gott geben, einen moralischen Maßstab geben, ein Wesen geben, das über allem steht. Das ist aber unpersönlich, unbekannt, wir kennen es nicht. Da muss man sich weiter überlegen, ja gut, wenn es dieses Wesen gibt, diese Gottheit gibt, wieso sagt es uns dann nichts über dieses elende Thema mit dem Leid? Also dann ist es ja wirklich nicht gut, dann schweigt es einfach oder sogar böse, wer es will, dass so viel Leid passiert, oder? Das wäre die eine Konsequenz.
Oder die andere, dass man dann wirklich zum Schluss kommt, es ist irgendein machtloses Wesen, hat keinen Zugriff, keine Möglichkeiten. Egal, ob man das dann irgendwie die Weltseele nennt oder das Universum oder so, dann hätte es ja nichts zu sagen. Ein dritter Trend, der sehr verbreitet ist, dass man versucht, alles Leid zu verdrängen. Das sieht man in unserer Gesellschaft sehr gut. Wir sind ja eine Art Spaßgesellschaft. Wir sind zugedeckt den ganzen Tag mit irgendwelchen Nachrichten und Medienüberflutung, kann man sagen, aber auch in so einem gesellschaftlichen Leben, oder? Wird jemand krank, kommt er ins Spital oder hat jemand seelische Probleme in die Klinik und wird man alt und es geht zum Sterben, kommt man ins Altersheim, es wird alles irgendwo da weggeschoben und die Beerdigung findet nur noch im engsten Familienkreis statt. Man will ja nicht die Leute belästigen mit solchen Dingen, solchen schweren Themen und das Leid wird einfach so verdrängt an den Rand. Oder eine andere Spielart von diesem Umgang mit Leid, von diesem vielleicht fast Verdrängen könnte man sagen, ist auch geprägt von so fernöstlichen religiösen Gedankengut. Zum Beispiel im Buddhismus gibt es ja diese 4 edlen Wahrheiten, die sich maßgebend mit dem Thema Leid auseinandersetzen, die auch zum Schluss kommen, dass es gibt Leid im Leben, aber dann diese 3. edle Wahrheit, die sagt, man muss halt die Ursache des Leides erlöschen. Für mich bedeutet das, dass man versucht zu erlöschen, die Ursache vom Leid, zum Beispiel meine Erwartungen, die ich an eine Freundschaft habe, dass ich dort angenommen bin, muss ich halt diese Erwartung erlöschen, dann habe ich auch kein Leid, wenn ich nicht mehr angenommen bin. Oder ganz simpel, meine Erwartung an ein genussvolles, feines Mittagessen, ich muss halt diese Erwartung erlöschen, dann bin ich auch nicht enttäuscht, habe kein Leid, wenn es dann ein bisschen versalzen ist. Das ist so ganz banal, oder? Aber da kannst du für schwierige Fragen mal weiterdenken. Für mich so eine Art auch Erlöschen des Lebens, weil dort, wo das Leben stattfindet, gibt es ja auch Leid. Wieder diese Wissenschaftlerin McLaughlin, die dazu sagt, ganz interessant auch, Distanziertheit kann uns vor Leiden schützen. Zu lieben heißt, verletzlich zu sein. Zu wünschen und zu streben bedeutet, Enttäuschungen zu riskieren. Also müssen wir uns fragen, mit Verdrängen, mit Leid loswerden wollen, werden wir nicht auch das Leben los? Es gibt noch andere Alternativen, wie mit Leid umgegangen werden kann. Ich denke, es ist wichtig, hier weiter zu denken. Wir wollen heute ja auch darüber nachdenken, was sagt denn Gott, was sagt die Bibel, was sagt das Christentum zu diesem Thema. Es schweigt ja nicht einfach. Wie kann es sein, dass es da einen liebevollen Gott gibt und trotzdem so viel Leid in dieser Welt? Wie kann es sein, dass Gott sagt, er ist allmächtig? Und wieso greift er dann trotzdem nicht ein? Und es ist tatsächlich so, wenn wir diese Frage behandeln, wenn wir uns vertiefen darin, ist es nicht so, dass wir am Ende rausgehen und sagen, jetzt habe ich die Antwort, sondern es ist eher, als würden wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen und wir sehen einige Dinge wunderschön und super klar, Galaxien, den Mond, Planeten und so weiter, aber in jedem Moment ist uns bewusst, dass da eigentlich noch viel mehr ist, dass wir es nie bis auf den Grund ergründen können. Wir wollen aber da tatsächlich mal eintauchen. Was sagt denn das Christentum dazu? Und es ist spannend, wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir, dass Leid nicht immer da war, dass es einen Startpunkt gab, dass Gott eine Welt geschaffen hat ohne Leid. Das ist das, was Gott gemacht hat, was uns in den ersten Kapiteln in der Bibel so beschrieben wird. Und es ist dann spannend, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass er auch den Menschen in diese Welt hineingelegt hat. Und der Mensch geschaffen als ein Wesen, ein Gegenüber von Gott, dass Jesus sagt, das Wichtigste von allem ist, Gott zu lieben und für uns Menschen von Gott geliebt zu sein. Also was Gott mit uns Menschen vorhat, ist eine Liebesbeziehung. Und wie wir das uns ganz einfach denken können, Liebe muss immer freiwillig sein. Man kann niemandem zwingen, jemanden oder etwas oder mich oder dich zu lieben. Zwang ist keine Liebe. Und das hat Gott auch in die Schöpfung hineingelegt, dass die Menschen freiwillig wählen können, ob sie mit Gott in dieser Liebesbeziehung sein wollen oder nicht, ob sie sich von Gott abwenden wollen.
Und tatsächlich haben sich diese ersten Menschen von da an, jeder Mensch eigentlich wieder neu, immer wieder entschieden, ohne Gott sein zu wollen. Und das hat dem Bösen Tür und Tor geöffnet, dass es auch durch den Menschen, anderen Menschen wirken kann. Und die Bibel sagt, dadurch ist Leid in die Welt gekommen. Einerseits Leid, das wir direkt aneinander machen, oder? Da dieser Teil. Aber es zeigt auch, dann sind Dornen und Disteln gekommen, oder im Römer lesen wir, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist, Römer 8,20. Also es hatte auch Auswirkungen auf die ganze Schöpfung, dass in diesem Moment Leid in die Welt hineingekommen ist. Und das finde ich schon noch brutal. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir wollen da zuerst einmal genauer hinschauen, dass unglaublich viel Leid, der größte Teil vom Leid, würde ich sagen, von uns Menschen verursacht ist. Nicky Gamble hat ein Buch geschrieben, Fragen über Fragen, und er bringt die Schätzung, dass 95% allen Leides von den Menschen verursacht ist. Da müssen wir einmal ein bisschen nachdenken, oder? Stellt euch mal vor, die Welt, aber die Menschen würden keinen Krieg machen. Es gäbe keine Misshandlungen, keinen Mord, keine Sklaverei, keine Ausbeutung, keine Ausgrenzung. Es gäbe auch keine Ziggis, die verursachen nämlich nur Leid. Es gäbe aber auch keine Lüge. Niemand würde lügen, kein böses Wort reden, keine Hinterhältigkeit, nicht zornig werden, nicht reinschlagen. Stellt euch mal so eine Welt vor. Also, da würden wir ganz anders beginnen, über dieses Thema nachzudenken. Aber das wäre dann auch unglaublich viel Leid, das uns erspart bliebe. Und tatsächlich ist es ja einfach, wenn wir einfach Gott die Schuld für das Leid in die Schuhe schieben. Die Bibel hält uns dann manchmal den Spiegel vor und sagt, schau zuerst selber hin, übernimm selber mal Verantwortung, bist mal ehrlich. Und wir kommen ja dann oft mit dieser Frage, Gott, wieso nimmst du das Leid nicht einfach weg? Das ist so die Frage, die uns manchmal beschäftigt, oder? Wieso beseitigst du dieses Leid nicht? Und in diesem Punkt ist es spannend, wenn wir auch vorausschauen, nicht einfach zurück, sondern auch voraus, wo die Bibel uns auch zeigt, dass es eine Zeit geben wird, in der das Leid zu Ende ist. Etwas Wunderschönes in dem letzten Buch in der Bibel, in Offenbarung 21, lesen wir von dieser Zukunftshoffnung ohne Leid, von dieser neuen Welt, die Gott einmal schaffen wird. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Leid, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Also Gott wird einmal eine neue Welt ohne Leid schaffen. Das ist die Perspektive der Bibel. Das war einmal und das kommt wieder. Jetzt können wir sagen, okay, das heißt, Gott wird alles Leid aus der Welt räumen. Das ist ja ganz gut. Das ist recht, das wollen wir ja. Soll er mal damit beginnen, oder? Okay. Schauen wir mal hin, wer hat so unglaubliches Leid verursacht? Wir haben hier diese biblischen Beispiele. Sodom und Gomorra zum Beispiel, 2 Städte, wo Menschen lebten, die haben unglaublich viel Leid verursacht, rundherum und auch untereinander. Können wir vielleicht denkt der eine oder andere, gut, hat Gott diese 2 Städte ausgelöscht. Da hat er unglaublich viel Leid erspart. Was da alles noch passiert wäre, ist ja krass. Die herzige Geschichte von der Arche Noah. Da steigen diese Menschen ins Boot und fahren mit den Tieren übers Wasser. Müssen wir auch mal daran denken, dass ganz viele Menschen ertrunken sind. Und zwar genau aus diesem Grund, um Leid zu ersparen. Es heißt, Gott hat das Böse in den Menschen gesehen und all das Leid, das daraus gekommen ist. Und er sagte, so will ich die Menschheit nicht, das will ich nicht. Und hat gesagt, wir versuchen einen Neuanfang. Vielleicht geht es ja mit dieser Familie besser. Aber ihr wisst, wie es rausgekommen ist. Wenn wir denken, ja, diese brutalen Mörder, Holocaust, 6 Millionen Juden einfach hingemetzelt. So recht, wenn dieser Hitler aus der Welt geräumt wird. Wir denken so über diese brutalen Kinderschänder und Mörder und so hinweg. Dass diese Lügner mal weg, dass all dieses Leid weg, alles weg. Und dann denke ich, das ist okay, das ist schwierig, alles Leid weg. Alles Leid weg. Das heißt,
all diese Ursache von Krieg weg, von Gewalt weg, alles weg, weg damit. Dann ist alles Leid auch weg. Und ich merke plötzlich, dann muss ich ja auch weg. Dann muss ich auch weg. Auch wenn ich kein Massenmörder oder so bin, aber ich bin auch die Ursache vom Leid. Da habe ich ja keinen Platz in dieser neuen Welt, die Gott schaffen will. Wenn dort kein Leid ist, dann kann ich ja auch nicht dort sein. Vielleicht müssen wir vorsichtig sein, wenn wir rufen, Gott, mach all das Leid weg. Es gibt einen spannenden Vers im Römerbrief, wo Gott uns etwas über das Thema Leid sagt. Römer 1, Vers 18. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Also wenn wir in der Bibel lesen, dann sagt Gott, er will das Leid einmal wegräumen. Sein Zorn, der gegen das Böse ist, gegen das Leid in der Welt, gegen all diese Dinge, aber das trifft auch mich. Trifft irgendwie alle Menschen. Da kann sich niemand herausschwatzen. Und es gibt diesen Moment, in dem der Zorn von Gott gegen das Leid, gegen das Böse, gegen die Schuld, gegen die Sünde der Menschen wirklich herabgekommen ist. Es gibt diesen Moment, in der Gott in seiner Macht das Böse vernichtet hat, quasi ausgelöscht hat. Das ist schon passiert. Das ist passiert vor 2000 Jahren. Und es ist etwas ganz Entscheidendes in diesem selben Moment passiert. Weil in diesem Moment hätte die ganze Menschheit ausgelöscht werden sollen. Aber das wollte Gott nicht. Weil er liebt uns Menschen ja auch. Er liebt dich und mich. Er will uns nicht einfach auslöschen. Er will eine Beziehung haben mit uns. Oder? Das Leid kann man einfach beantworten. Menschen weg. Aber das will Gott nicht. Und deshalb ist er selber in diese Welt gekommen. Er hat gelebt als Mensch. Jesus Christus ist in die Welt gekommen als Gott und hat gelebt als Mensch, der einzige Mensch, der kein Leid verursacht hat. Im Gegenteil, Jesus hat bedingungslos geliebt. Jesus hat geheilt. Jesus hat Menschen zu Gott hingezogen. Jesus hat Menschen nicht angelogen. Er war immer ehrlich. Jesus hat die Wahrheit gebracht. Und in diesem Moment, vor 2000 Jahren, in dem Gott seinen zerstörerischen, alles Böse zerstörenden Zorn hinuntergeschleudert hat auf die Welt, ist Jesus gekommen und vor uns Menschen hingestanden. Und hat das alles auf sich genommen. Das ist die wunderbare, aber auch absolut krasse Botschaft der Bibel. Wir gehen mit unseren Füßen an Orte hin und verursachen dort Leid. Wir schlagen mit unseren Händen andere und verursachen Leid, aber Jesus hat seine Hände und Füße für uns durchbohren lassen. Wir grenzen andere aus und Jesus ist für uns in die Ausgrenzung gegangen. Er wurde sogar von seinen besten Freunden verlassen. Mit unserem Mund lügen wir und verbreiten Leid. Jesus wurde aufgrund von Lügen hingerichtet. Wir misshandeln andere. Jesus hat sich für uns auspeitschen lassen. Wir denken mit unserem Kopf böse Gedanken, verursachen so viel Leid. Jesus hat sich die Dornenkrone in seinen Kopf hineindrücken lassen. Wir müssten eigentlich ausradiert werden. Aber Jesus hat sich für uns ausradieren lassen und ist in den Tod hineingegangen. Wir haben gewählt, ohne Gott zu sein und haben damit dem Leid und dem Bösen Tür und Tor geöffnet. Und Jesus ist für uns gekommen, ist für uns in die Gottverlassenheit gegangen. In dem Moment, wo Jesus an diesem Kreuz starb, hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein wunderschöner Bibelvers, der genau dieses Geschenk von Jesus zeigt, steht in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt.
damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Also ein Teil so einer Antwort, wieso lässt Gott Leid zu, ist, weil Gott wartet, dass du zu ihm kommst, weil er Gott uns Menschen noch nicht auslöschen will, weil er dem noch nicht ein Ende machen will, weil er immer noch offene Arme hat, weil er immer noch wartet, dass Menschen zu ihm kommen und sich hinter Jesus stellen, dass sie dann die Ewigkeit auch bei Gott sein können, in diesem neuen Reich ohne Leid, ohne Träne, ohne Gewalt. Nicht, weil man es selber so gut macht oder dorthin gehört, sondern weil Jesus all diese Schuld, dieses Böse auf sich nimmt und so uns reinigt. Deshalb soll diese erste Antwort auch einfach eine Einladung sein. Eine Einladung, dieses Vergebungsgeschenk von Jesus am Kreuz anzunehmen. Das ist für mich die stärkste und beste Antwort auf all das Leid, weil ich habe auch Verantwortung darin. Und ich will zu Jesus kommen und sagen, Jesus, vergib mir das. Ich brauche deine Gerechtigkeit. Ich will dein Geschenk der Liebe annehmen. Ich will mich hinter dich stellen, dass mich der Zorn Gottes nicht trifft, weil du bist ja extra dahingestanden für mich. Aber Gott zwingt uns nicht dahin. Wir dürfen selber sagen und entscheiden, ob wir zu Gott kommen wollen oder nicht. Wir wollen aber an diesem Punkt auch noch ein Stück weiterdenken. So ein zweiter Teil, wie können wir damit umgehen? So dieser untere Teil, oder? Auch wenn aller menschliche Leid beendet ist, gibt es ja immer noch Tod, Krankheiten, Umweltkatastrophen und so weiter. Dazu habe ich eine spannende Geschichte. Also die Bibel ist eigentlich von vorne bis hinten voll mit Gedanken über das Thema Leid. Und ich habe einfach eine Geschichte herausgegriffen. Man könnte tagelang darüber sprechen. Es gibt so viele Antworten darauf. Nicht diese eine große, aber viele Teilantworten. Und eine Geschichte, die habe ich herausgepickt, die finde ich selber sehr, sehr inspirierend, die einiges noch dazu sagt, wieso lässt ein guter Gott Leid zu. Und zwar lesen wir diese im Johannes 11. Johannes 11, wir müssen wissen, Jesus war auf dieser Welt und eben, er hat Gutes verbreitet, er hat geheilt, er hat sogar Menschen auf Distanz geheilt, so Leiden verringert. Jetzt lesen wir in dieser Geschichte. Jesus liebte Martha, Johannes 11, Vers 5. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Da waren so 3 Geschwister, Lazarus, Martha, Maria, und Jesus hatte die irgendwie so richtig gern. Wir können uns eine so göttliche Liebe vorstellen, die Jesus zu diesen Menschen hatte. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Also stellt euch diese Situation vor. Jesus liebt diese 3 Menschen, auch diesen Lazarus, und der hat nicht einfach Schnupfen, sondern ist schwer krank, kurz vor dem Sterben. Und Jesus weiß es. Und es ist spannend, wie uns diese Bibelstelle zeigt, Jesus, der menschgewordene Gott, obwohl er nicht sofort antwortet, obwohl er sie einfach warten lässt, liebt er sie über alles. Und das könnte auch so eine Teilantwort sein. Wieso lässt ein guter Gott Leid zu? Wir dürfen wissen, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er um unser Leiden weiß, dass es manchmal bedeuten kann, auch zu warten. Es gibt so viele Menschen, die haben Leiden, ich sage mal Krankheiten oder irgendwelche Verluste oder so im Leben und Schmerzen im Leben und manchmal muss man warten. Und das ist schwierig, oder? Es ist nichts Einfaches, sogar unglaublich schwierig. Ich meine, dieser Lazarus und die Schwestern, die wissen ja nicht mal, dass Jesus davon weiß. Also, sie vermuten es vielleicht, weil sie denken, ja, er ist der Sohn von Gott. Aber sie haben keinen Brief bekommen, keine Nachricht, die denken schon an euch. Wenig später lesen wir, wie dieser Lazarus stirbt und Jesus ist immer noch nicht da. Als er dann endlich kommt, ist er schon 4 Tage tot. Manchmal kann es bedeuten, warten zu müssen, aber dabei einfach zu wissen, Gott liebt mich trotzdem. Oder in dem drin. Oder mit diesem allen. Es gibt spannende Bibelverse, mir ist besonders Römer 8, Vers 38 so lieb geworden, wo es heißt, dass uns absolut nichts von der Liebe trennen kann. Da werden ein paar gute Dinge aufgezählt, aber auch schlechte. Dämonen können uns nicht von Gott trennen, keine Gewalten, keine Tiefen.
Oder wenn wir so richtig Leid erfahren, ist das so eine Tiefe im Leben, aber auch das kann uns nicht trennen von der Liebe von Gott, nicht einmal der Tod. Kurz davor schreibt Paulus, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Also Jesus Christus liebt uns so unendlich fest, dass der Paulus sagt, sogar wenn ich sterbe, wenn ich leide, egal was, weil ich einfach diese Verbundenheit, diese Liebe von Jesus mir sicher weiß, triumphiere ich. Und Paulus meint nicht so ein Triumphieren, boah, ich bin der Krasse in diesem Leid, so wow, sondern eher so wie Jesus, oder? Jesus hat triumphiert im größten Leid drin, aber unter Tränen, unter Schweiß, unter Blut, unter Gebet, Gott, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, unter dem Aufschrei, warum hast du mich, Gott, verlassen? Da so, in dieser Art triumphieren. Es ist spannend, es gibt ganz viele Christen, die sagen, einfach trotz all dem Leid, das ich erfahre, halte ich fest an Gott. Es gibt Christen, die werden verfolgt, weil sie an Gott glauben, die sagen, das ist ein unglaubliches Leid. Aber trotzdem weiß ich, dass Jesus mich über alles liebt. Wir werden übrigens, das ist so ein wichtiges Thema, Umgang mit Leid, Glaube, was bedeutet das? Wir werden im nächsten Gottesdienst einen Tag haben, wo uns Rahel und Thomas erzählen werden, wie sie mit dem Verlust ihres Sohnes umgehen. Als gläubige Christen, oder? Das ist nicht einfach. Und dann eine Woche später haben wir das Thema, wieso lässt Gott Verfolgung zu? Wieso sogar die Menschen, die an Gott glauben, werden verfolgt und leiden wegen ihrem Glauben. Wieso schaut Gott denn nicht mal dort? Was hat das alles zu bedeuten? Diese Maria und Martha, die haben das erlebt. Sie leideten und warteten, aber Jesus liebte sie in diesem Moment trotzdem. Es geht dann weiter, die Geschichte. Ich lese ab Vers 21. Da kommt Jesus endlich, dieser Lazarus ist schon 4 Tage tot, begegnet Jesus dieser Martha. Vers 21, Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben? Das ist genau unser Thema, oder? Wir sagen oft, Gott, hättest du doch eingegriffen, hättest du doch etwas gemacht, hättest du doch geheilt, hättest du doch und so weiter. Sie sagt dann aber weiter, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Das heißt, diese Martha hat im Glauben einfach an Jesus, an Gott festgehalten. Sie hat an diesen Verheißungen der Auferstehung auf die letzten Tage, sie hat nicht daran gezweifelt. Sie hat an den Verheißungen von Gott festgehalten. Und das ist auch so etwas Starkes, vielleicht auch eine Teilantwort, wieso lässt Gott Leid zu? Manchmal verstehen wir vieles nicht, aber trotzdem dürfen wir an den Verheißungen Gottes einfach festhalten. Es gibt so viele Beispiele auch in der Bibel, die erzählen. Eines, das unglaublich stark ist, ist die Geschichte von Hiob. Der hat ja alles verloren. Seinen ganzen Reichtum, seine Kinder starben. Und dann wurde er noch unglaublich krank. Und er hat mit der Scherbe in seinen Geschwüren gekratzt, weil es so schmerzte. Und er sagt, du Gott hast mir alles gegeben, du Gott hast mir alles genommen, dein Name will ich preisen. Also das hat eine unglaubliche Kraft, einfach an Gott festhalten, auch wenn man es nicht versteht, mitten im Leid, so wie das auch diese Martha in dieser Geschichte tut. Und dann passiert etwas Spannendes. Vers 25, darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Also mitten in diesem Leid drin von dieser Martha sagt Jesus ihr, hey, ich bin im Fall die Auferstehung. Mit anderen Worten, sie sagt, schau nicht auf das Leid, schau nicht auf diesen Verlust, nur auf deine Hoffnung, dass das irgendwie gut kommt, sondern das, was du wirklich brauchst, das bin ich. Das, was wir wirklich brauchen, ist Jesus. Das ist die Aussage von Jesus. Er macht wie einen neuen Rahmen. Er sagt, schau nicht auf das Leid, sondern schau auf mich. Bei mir findest du das, was du wirklich brauchst.
Schon interessant. Also was wir wirklich brauchen aus der Sicht von Jesus ist nicht Leidlosigkeit, sondern das ist Jesus. Wir brauchen Jesus. Ich zitiere nochmals diese Literaturwissenschaftlerin McLaughlin. Sie schreibt, Gott wird als kosmischer Münzautomat missverstanden. Wer Gebet einwirft, erwartet, dass unten auch Ergebnisse rauskommen. Sonst wird wütend gegen die Maschine getreten. So gehen wir oft im Umgang mit Leid, oder? Wir sind wütend, wir wollen Gott und wenn er nicht das Leid wegnimmt, dann ginken wir noch dagegen. Aber Jesus ist nicht ein Mechanismus, um ans Ziel zu kommen, sondern Jesus ist selbst das Ziel. Jesus selbst ist das Ziel. Und das Beste, was wir mit unserem Leid machen können, ist, dass wir unsere Herzen aufmachen, damit Jesus uns in diesem Leid drin begegnen kann. Dass wir ihn erfahren als unsere Auferstehung, als unsere Kraft, als der uns Leben gibt. C.S. Lewis, auch ein bekannter Literaturwissenschaftler, Autor, er schreibt, unsere Schmerzen sind das Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Oft gibt es, dass Menschen einfach erst im Leid drin beginnen, Gott zu suchen und zu merken, was sie wirklich brauchen. Es gibt ganz viele Menschen, die durchs Leid hindurch Jesus so persönlich kennenlernen. Das Beste, was im Leid passieren kann, oder? Nicht, dass das Leid plötzlich gut wäre, aber das Leid ist dann nicht vergebens. Es gibt auch ganz viele Christen, die sagen, besonders in leidvollen Zeiten habe ich gelernt, wer Gott ist und wie er mich trägt, was er mir gibt. Bin ich gewachsen im Glauben, bin ich gestärkt worden, bin ich reifer geworden. Die sagen, ja, das Leid will ich nicht gutheißen, aber ich will trotzdem diese Zeit auch nicht missen, weil was ich alles da von Gott bekommen habe, das ist noch viel mehr wert. Also ist auch eine Ermutigung an uns, dem Leid die Chance zu geben, Gott darin zu begegnen. Könnte auch so eine Teilantwort sein. Wieso lässt ein guter Gott Leid zu? Hiob hat gesagt, nach all diesem, der Hiob, oder? Der hat ja alles verloren. Seine Freunde sind gekommen, sie haben diskutiert und ist noch Sünde schuld, weiß auch nicht, was sie alles diskutiert haben. Hin und zurück. Und Hiob selbst hatte diese Frage, Gott, wieso? Und dann ist etwas passiert. Hiob ist Gott begegnet. Und er sagt dann am Ende von diesem langen Buch, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir dem Leid die Chance geben, darin Gott zu begegnen und ihn zu sehen. Und Hiob hat von Gott keine Antwort bekommen, wieso all das Leid sein musste. Wenn wir es lesen, haben wir eine Antwort. Spannend. Es gibt noch mehr so Beispiele. Wir müssen mal die Geschichte von Josef lesen zum Beispiel. Er hat am Schluss das ein bisschen erfahren. Josef im Alten Testament. Aber es gibt auch andere Beispiele in der Bibel. Manchmal erfährt man nicht, wozu das ganze Leid sein soll, aber wenn man darin Gott begegnet, wie wertvoll. Etwas weiteres, was passiert, vielleicht auch so eine Teilantwort. Die Geschichte geht dann weiter. Da kommt die Schwester noch dazu und so. Und dann sagt die Schwester auch, Jesus, du hättest den noch heilen können, diesen Lazarus, und jetzt ist er tot. Dann heißt es im Vers 33, Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er sie. Sie antworteten, komm her, wir zeigen es dir. Jesus weinte. Das ist der kürzeste Bibelvers. Das kann man sich merken fürs nächste Bibelquiz. Kürzester Bibelvers, Jesus weinte. Aber es ist so ein tiefer Vers. Weil Jesus hätte ja auch sagen können, hey, die Geschichte geht gut aus, vertrau mir einfach, chill's ein bisschen, nicht so übertreiben, gehen wir mal hin und schauen, was passiert. Aber Jesus hat sich bewegen lassen, er weinte mit den Leuten, er hatte tiefes Mitgefühl. Und er kann das auch. Man könnte ja auch sagen, ja, wenn es Gott gibt, dann und es ist all dieses Leid und die Menschen verursachen das, könnte Gott sich einfach verabschieden und sagen, ja, schaut ihr selbst. Aber Jesus macht das Gegenteil. Er kommt in diese Welt, er erfährt selbst Leid am eigenen Leib und Leben und kann so mit uns mitfühlen, mittrauern, mitweinen. Es kann sein, dass für gewisse Leute Jesus so eine abstrakte Figur ist.
dann hat das vielleicht auch nicht so viel Bedeutung, wenn du denkst, ja, Jesus weint mit. Aber wenn du Jesus so als lebendige, persönliches Gegenüber in einer liebevollen Beziehung kennengelernt hast, dann ist es doch etwas Wunderbares, wenn du weißt, er weint mit dir mit. Das ist das Beste, was man haben kann, dass jemand einem den Arm um die Schulter legt und mit einem mitleidet. Und genau das macht Jesus. Jesus weinte. Jesus hat unsere Leiden auf sich genommen. Und dann vielleicht noch so ein letzter Punkt aus dieser Geschichte. Wieso lässt ein guter Gott Leid zu? Auch so eine vielleicht Teilantwort von allem, was wir doch nicht überblicken können. Aber in dieser Geschichte ist dann das Ende, dass Jesus diesen Lazarus wieder ins Leben ruft. Und er kommt mit den Grabtüchern heraus aus diesem Grab und die Leute erschrecken und es stinkt und so. Es wird da sehr lebendig geschildert. Und das Leid diente in dieser Geschichte sehr offensichtlich zur Ehre von Gott. Und das ist auch so eine Möglichkeit. Es gibt so viele Geschichten, die wir selber erleben oder kennen, die durchs Leid gehen, aber Gott zur Ehre dienen können. Vielleicht ist es auch so, wenn Jesus etwas Entferntes und Abstraktes für dich ist, denkst du, ja, das bringt ja nichts. Aber wenn Jesus für dich so ein lebendiges Gegenüber ist, wenn du weißt, Jesus ist für mich in das größte Leid überhaupt hineingegangen, an meiner Stelle, dann ist es nichts Schöneres als der Wunsch, dass Jesus, dass Gott geehrt wird dafür. Paulus sagt sogar, wenn ich sterbe, ist das für mich super, weil dadurch habe ich Anteil an dem Leiden von Jesus. Das gibt Gott und Jesus die Ehre. Es gibt ganz viele Leute, die sterben für Jesus, die sind Märtyrer, die sagen, durch das kann ich doch am besten zum Ausdruck bringen, dass mein irdisches Leben mit dieser begrenzten Erwartung, mit diesem Ende im Leid, im Tod, im Sterben, dass das für mich nur der Anfang ist von etwas viel Größerem, das noch kommen wird, um Gott die Ehre zu geben. Ich möchte zum Schluss eine kleine Begebenheit vorlesen von Gavin Wright, die er erzählt, ein ehemaliger Bischof. Er erzählt von einem Jungen in seiner Gemeinde, der als Einjähriger die Treppe hinunterstürzte und dabei seinen Rücken zertrümmerte. Als Folge davon hatte er viele langwierige Krankheitsaufenthalte zu ertragen. Als Gavin ihn in der Kirche befragte, sagte der Junge, Gott ist fair. Gavin hielt ihn an und fragte, wie alt bist du? Der Junge erwiderte, 17. Wie viele Jahre hast du im Krankenhaus verbracht? Der Junge antwortete, 13. Er wurde gefragt, findest du das fair? Er erwiderte, Gott hat die ganze Ewigkeit, um es bei mir wieder gut zu machen. Ich will mit einer Einladung enden. Viele Fragen bleiben. Viele Teilantworten gibt uns Gott auch mit. Wir können noch lange weitermachen. Auch ganz praktisch in unser Leid hinein. Und es bleibt diese große Einladung. Diese große Einladung, dass Jesus an unsere Stelle getreten ist. Dass er sich hat auslöschen lassen, in den Tod hineingegangen ist, an unserer Stelle. Dass wir nicht ausgelöscht werden mussten. Also inmitten von allem Leid dürfen wir das Geschenk der Vergebung von Jesus Christus annehmen. Wir können sagen, gut, ich will nicht von Gott weglaufen, sondern ich will zu ihm hinlaufen, ich will mich hinter ihn stellen. Hinter diesen Jesus, der vor uns, für uns seine Arme ausgebreitet hat. Jesus lädt uns ein, dass wir einfach zu ihm kommen können, dass wir ihn um Vergebung bitten dürfen, dass wir sagen können, Jesus, ich selbst verursache Leid, bitte vergib mir. Vergib mir, dass ich so von dir weglaufe, dass ich schuldig werde vor dir. Ich will das ausräumen aus meinem Herzen. Ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich will dich, Jesus, einladen. Ich will mit dir zusammen unterwegs sein. Du darfst mich auch lehren und mir zeigen, wie ich selbst gegen das Leid unterwegs sein kann, Gutes tun kann, andere auferbauen kann. Wir haben jetzt ein Lied, das wir zusammen singen oder auch einfach zuhören dürfen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Vielleicht hast du diesen Wunsch in dir, heute dein Leben auch für Jesus aufzumachen,
ihn einzuladen und zu sagen, ich will mit dir, Jesus, auch angesichts oder gerade angesichts all des Leides, ich will mit dir, Jesus, unterwegs sein. Und ich will diese Zukunftshoffnung haben, einmal in einer Welt ohne Leid leben zu können. Eigentlich gehöre ich da nicht hin, weil ich selber Verursacher bin, aber du, Jesus, du machst mich bereit dazu. Du machst mich rein, du machst mich gerecht, dass ich da hinkommen kann. Nach diesem Lied gibt es die Möglichkeit, einfach mit einem kurzen Gebet, dass wir hier gemeinsam dann sprechen werden, Jesus ins Leben einzuladen. Ja, wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind. So ein wunderbares Geschenk. Wir müssen nicht zuerst anders werden. Und er hat einfach weit offene Arme für uns. Und ich habe eine Folie noch, können wir diese noch einblenden, mit so einem Gebet, dass man beten kann, so oder ähnlich auch, um einfach Jesus die Schuld und Sünde, dieses Böse, dieser Ursprung von allem Leid aus dem eigenen Leben abzugeben, seine Vergebung anzunehmen und ihn ins Leben einzuladen. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dann darfst du einfach so mitbeten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich getrennt von dir bin. Aber Jesus, ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne, was ich falsch gemacht habe, meine Fehler, meine Sünden, wo ich anderen Leid verursacht habe. Bitte vergib mir. Und danke, hast du mir vergeben, Jesus. Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich gehöre dir. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke tausendmal. Amen.